einfach immer, du kriegst Benachrichtigungen, wenn es losgeht, aber mein Handy gibt mir nie 'ne Benachrichtigung. Das ist Fake News hier. Fake News. Fucking Fake News. Aber ich glaube, dass wir online sind und ich würde sagen, jedem, den es nicht passt, der soll ins am Arsch lecken. Jetzt hat mein Handy eine Benachrichtigung geschickt, also sollte man jetzt halt Vollgas online sein. Hallo? Hallo? Corby, hörst du uns nicht mehr? Doch. Ja, dann sag Hallo zu die Leute. Hallo. Was ist denn das jetzt hier? Wo kommt denn der Scheiße her? Boah, fuck, war das laut. Ja, irre, irre. Jetzt hast du erstmal alle geweckt. Und ich frage auch gerade, wo das Intro herkommt. Das war überhaupt nicht das, was ich haben wollte. Das ist unser Intro, jetzt halt. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Ah, zauberhaft. Immer wieder zauberhaft. Der Philipp schreibt einer, wir sind wir schon scharf. Ich weiß jetzt nicht, auf was es bezieht. Aber ich sage einfach mal Danke, oder? Corby, wie geht's deinem Hodensack? Wie geht's deine Hoden? Ich habe mir halt zur Aufgabe vorgenommen, dass ich halt so wenig wie nur möglich rede, damit mir nicht wieder vorgeworfen wird, dass ich jemandem die Moderation klaue. Wer hat dir das vorgeworfen? Du? Wann? Sogar in einer Podcast-Aufnahme. Das möchte ich erst einmal sagen, das ist sicher KI von dir. Das ist sicher einfach nur einschmerzen lassen von irgendeiner KI. Unglaublich, Aber unglaublich. Da du schon Interesse in meinem Hodensack zeigst, denen geht's hervorragend. Das ist recht. Hast du ihn schon abgetastet, dass alles passt? Ja, schon. Das Du? passt. Immer in der Früh beim Duschen gleich schauen, ob da irgendwas feit. Aber du darfst Nebenhoden nicht vergessen, gell? Der Nebenhoden. Die sind auch ganz wichtig zum Abtasten. Okay. Ja, ich habe das mit dem Intro gerade gesehen. Wir haben heute wieder mal Kassettenschmerz aufgrund von grausamster Männergrippe letzte Woche leider absagen müssen. Drum sind wir heute mit 48.000 News am Start, weil sie über 2 Wochen so viel angesammelt hat, dass es überhaupt nicht aushältst. Trump ist Präsident, Lindner wird auf die Straße gesetzt, Ampel hat sich aufgelöst. Also alle wichtigen politischen News kriegt es jetzt von uns serviert, weil was anderes interessiert uns ja gar nicht aus Politik, oder? Falscher Podcast, falsches Format. Scheiße. Scheiße. Ja. Du bist ein bisschen zu leise, hat es gerade geheißen im Chat. Ja, ich weiß ja nicht genau, woran es liegt. Also der Ausschlag ist tatsächlich sehr leise. Ich versuche dann ein bisschen näher ranzugehen und lauter zu sprechen. Das ist gut, schon, Aber ja. ja, was soll ich Wenn du dir machen? mal aufrecht hinsetzt und nicht immer im Stuhl drin wammelst, wie der Jabba der Hutt, dann darf man alle was hören. Ja, okay. Aber Also, ich muss jetzt für die mit einer traurigen Nachricht anfangen, Corby. echt? Hast du Dog Soldiers gesehen, zufällig vom Neil Marshall? Na, Okay, dann ist für die doch nicht so traurig. Dann war es für Mike trauriger gewesen, weil der Neil Marshall hat jetzt hat eben ein Statement rausgehaut, dass der zweite Teil zu Dog Soldiers leider nicht passieren kann, wird, so wie es aktuell ausschaut. Sie waren in die Verhandlungen mit dem Produzenten und dem Rechteinhaber vom ersten Teil. Und der hat sie dann so richtig Tinder-like und Online-Dating-like einfach mal geghostet. Sie wissen nicht, was los ist, sie wissen nicht warum, sie kriegen einfach keine Reaktion mehr auf irgendwelche E-Mails, sie erreichen diese Leute nicht mehr. Darum hat er jetzt halt mal schweren Herzens sein Statement dazu abgegeben und gesagt, Leute, für alle Fans, ich möchte nicht weiter im Dunkeln sitzen lassen, aber vorerst kein Dog Soldiers 2. Und da du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, glaube ich, anschauen. um was geht's denn da? Geht's da wirklich um Äh, einen Hundesoldaten? ja, genau, das ist praktisch wie Major Payne, gerade mit Hunden. Okay, also klingt schon Nein, ist nicht. interessant. Es geht um Werwölfe, die gegen ich glaube, es war eigentlich so ein kleiner Sondertrupp oder Soldatentrupp, die dann in einem Haus drin sind und sie gegen Werwölfe wehren müssen. Hat ziemlich coole Kostüme gehabt, diese Werwölfe. Der war schön gemütlich und kurzweilig. Kann ich dir Gegen nur Werwölfe. raten, dass du den einmal anschaust. Okay, Ratten. Und spielt da irgendjemand Bekanntes mit? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, Corby, Puh, wegen dem müsste man sich das mal anschauen? puh.
Da müsstet ihr jetzt selber mal kurz nachgoogeln, wer da mitgespielt hat, weil der Film doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber ich finde Genau, es der toll, ist dass von du schon 2002. ankündigst, dass das traurig ist, dass da keine Fortsetzung gibt. Ja, das ist, ich hab gemeint, du hast ihn vielleicht gesehen, aber Nee. wieder mal enttäuscht du mich. Ja. Aber jetzt pass So auf, wir bin haben da mitgespielt. Den Sean Pertwee, den kennt man. Aber ich weiß jetzt nicht mehr. Der Liam Cunningham war dabei, genau. Der Zwiebelritter. Ja doch, Der. der ist cool, den mag ich gern. Genau. Und ja, eben Neil Marshall kennt man ja eben von The Descent, von Doomsday und Centurion. Also der hat auch ziemlich gut die letzten Filme, wie zum Beispiel The Lair, das war jetzt halt ein bisschen so mau. Ja, Aber hätte auch schon eine gute Agenda. okay. Aber ja, ich wollte gleich mal traurig einsteigen, damit es nur noch schön wird jetzt. Ab jetzt soll es nur noch schön werden. Ja, wenn es jetzt nur noch schön werden soll, dann fangen wir doch gleich mal mit den Box-Office-Zahlen an. Es Boom. gibt eigentlich gar nicht so viel Interessantes, weil, sagen wir mal, das, wo wir den letzten paar Mal immer wieder drüber geredet haben, die sind ja immer noch dabei. Joker 2 läuft, warum auch immer, nach wie vor im Kino und hat jetzt schon, halt die bitte fest, Also, lass mich kurz ran, 230 Millionen. na, viel mehr. Viel mehr, 235. 264 Millionen hat er mittlerweile eingespielt. Alter, jetzt geht's ab. Aber ein anderer Film hat ihn schon lange überholt, und zwar Venom, The Last Dance, 393 Millionen. Schon nicht schlecht, ne? Die ist nicht schlecht, aber ja, hat er schon geheißen, es ist das schlechteste, glaube ich, von alle drei bisher. Ja gut, der lacht ja noch. Noch. Ja. Smile 2, 123 Millionen. Ich gönne ihm jede Million, die der aktuell einspielt. Und Jede einzelne. selbstverständlich, oh Gott, das lässt bestimmt schon nach, weil ich so aufgeregt bin. Terrifier Deswegen. 3, kannst du schon erraten, wo wir da mittlerweile sind? Ich hätte jetzt gesagt, dass wir irgendwo Richtung 80 Millionen jetzt sind, da jetzt Oh. weltweit läuft. Oh, 78 Millionen. 78, oh, leck, ich habe wirklich ein Händchen für Zahlen. Ich wundert mich, dass nicht in der Buchhaltung arbeitet. Ich hätte tatsächlich auch gesagt, da geht mehr. Aber ich weiß nicht genau, woran das liegt. Der Freund von der Lena, die Lena, die sich jetzt mal so aufgespürt hat im Chat, Wo ist denn halt überhaupt die feige Nudel? der hat die Wahl gehabt, ob er mit ihr sich Venom anschaut oder Terrifier 3. Sie wollte unbedingt den Terrifier 3 und dann hat er gesagt, na, der ist ihm zu langweilig. Langweilig, ja genau. Und dann sitzen sie ein und scheißt den Wadel ab. Er hat War das der auf Terrifier, deinem Geburtstag auch da war? ja, er hat Terrifier 2 auch langweilig gefunden. Da hab ich gesagt, was ist denn für dich da nicht langweilig? Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung, anscheinend werden für ihn dann vom IS-Videos die einzigen, die ihn irgendwie berühren. Das war leck. Ja, aber was wird denn noch krasser als so Hipster? Das sind das Naff-Filme. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit den Jugendlichen los ist. Die schauen sie ja immer, weil wenn sie hier Hunde sitten, dann schauen sie immer Filme halb an. Dann denke ich mal, ja, okay, entscheidet mal genau bei der Hälfte. Ach na, jetzt nimmer. Schauen wir uns den Keine nächsten Ahnung. halberten Film an. Es sagt ja jede Generation immer, die Generation nach uns ist nicht ganz dicht und behindert, aber ich glaube, wir sind die Erste, die das wirklich zurecht sagt, oder? Bin ich in deiner Generation? Corby, du bist der jüngste 40-Jährige, den wir kennen. Und Ach da bist so. du sogar über meiner Generation, weil ich bin ja nur zart die 27. Okay. Ja. Ansonsten habe ich tatsächlich halt einen sehr bunten Mix aus Film- und Serien-News, wobei, um ehrlich zu sein, bei dem einen oder anderen mir denkt, naja, News kann da was anderes sein. Ich gehe mal davon aus, du hast da das eine oder andere ebenfalls Aber- mit dabei. Da kann man uns sicher überschneiden, aber ich muss sagen, ich bin diesmal ziemlich Kino-News-lastig. Streaming ist bei mir relativ mau. Das sind 3. Dress. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt gar nicht so sortiert. Ich schon, weil ich bin Ich noch in der glaube, was interessant für uns beide wird, ist, es gibt News zum Legend of Zelda Film. Ja, die habe Es ich auch ist, dabei. es ist ja toll. Und Ja, das ist super. es sind unglaubliche News. Die Ihr sind müsst krass. euch jetzt, also wenn es hier gerade steht, setzt euch lieber kurz hin. Weil es ist nicht nur bestätigt, dass dieser Film in Arbeit ist. Und zwar mit Nintendo und Studio Illumination, die ja auch den Mario-Film gemacht haben. Sondern er soll bis 2030 fertig sein. Aber
Nicht vor 2026. Das heißt, wir können zwischen 2026 und 2030 endlich irgendwann uns auf diesen Film freuen. Das war die beste News, ja. Ja. The Legend of Zelda wird nicht vor 2026 erscheinen, doch noch innerhalb dieser Dekade, hat es geheißen, da wo ich gelesen habe. Danke dafür. Ja. Danke dafür. Aber dafür dürfen wir uns auch noch auf einen Ice Age 6 freuen. Hast du auch schon gehört, dass der kommt? Ist jetzt angekündigt. Wenn du mich gefragt hättest, und wie hat der Ice Age 6 gefallen, dann hätte ich einfach gedacht, mal ja der gesagt. ist schon draus. Genau, ja. Ja, ich hab die dann auch irgendwann alle durcheinander, ich glaube, ich habe zwar alle gesehen, aber relativ durcheinander gebracht. Die waren, also ich finde den ersten obergeil, vor allem die Dodo-Szene mit dem Sollst du verdammt sein, das ist für mich nur eine der besten animierten Szenen oder eine der besten Szenen aus einem Animationsfilme. Du hast ja schon des Öfteren zu mir gesagt, Otto Waalkes ist ja ein sehr verkennter Schauspieler und du sagst ja, das ist der begnadendste Synchronsprecher, den wir eigentlich in Deutschland haben. Für einen Sid passt er auf alle Fälle. Ja. Ich bin noch gespannt, weil ich glaube, dass für die englische Sprachausgabe ist schon ein ziemlich großer Teil vom Originalcast bestätigt worden. Ich bin gespannt, wie es dann mit dem deutschen Synchroncast ausschaut. Weil, ja, vor allem der Sid zum Beispiel, der lebt ja vom Waalkes seiner Stimme. Ja. Ich weiß gar nicht, wer soll denn sonst sprechen, was soll das? Der Michael Mittermeier. Von dieser sehr positiven News, die du natürlich mit Ice Age da mitgebracht hast, gehen wir mal zu was eher Traurigem. Schon wieder, irgendwann, das war's für halt mit meiner Dark Soldiers 2 Beerdigung. Hast du mitgekriegt, dass Liam Neeson gesagt hat, er mag nicht mehr? Keine Actionfilme mehr, oder? Genau, er mag keine Actionfilme mehr machen. Ja, und knappe 80 kann man mal sagen, ich lasse knappe, ey, jetzt übertreibt man nicht, gell? Er ist erst 71. So. Und da hat er eben gemeint, er ist sich nicht mehr ganz so sicher, aber mit 71 nach wie vor so tolle Actionrollen spielen kann. Jo. Hallo, der Chuck Norris ist auch mit 840 noch bei Expendables 2 auftreten. Ja, wahrscheinlich in 2 Jahren ist dann das große Taken, weiß ich nicht, Reunion mit seiner Tochter, wo mir gerade der Name entfallen ist. Ja, Liam Neeson-Tochter. Genau. Weiß ja jeder. Für ein Ding hat es jetzt, ich glaube, der ist zwar noch nicht angekündigt, der Black Panther 3, aber ein Ryan Coogler, sein Traumcast, den er mit drin hat, haben wir echt war jetzt der Denzel Washington. Und das würde ich sogar ziemlich geil finden, weil Denzel Washington feiere ich schon. Der ist wahrscheinlich auch einer der wenigen Gründe, warum man sich Gladiator 2 anschauen kann. Du hast doch das letzte Mal nur gesagt, dass du findest, dass alle Schauspieler, die so sind wie der Will Smith, eigentlich nicht richtig schauspielern. Ja, dahinter stehe ich ja nach wie vor. Aber ich habe halt dann so, das sind halt dann zwei Betrachtungsweisen. Also einmal so die Welt mit dem Smitty Boy und einmal die Welt ohne ihn. Und jetzt trete ich gerade in der Welt, wo ich ohne Smitty Willie Jaggerman Jansen unterwegs bin. Der Mike hätte jetzt wahrscheinlich einen Schlaganfall gekriegt, wenn ich gesagt hätte, dass Black Panther 3 kommt. Weil wir wissen ja, dass der Mike Black Panther hasst. Wir wissen ja alle, warum er Black Panther hasst. Aber ich werde es nicht aussprechen. Du bist ein Arsch, es ist unglaublich. Hallo, ich habe nichts gesagt. Extra nicht ausgesprochen. Wir haben glaube ich, das letzte Mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, haben wir über diesen Prince Charming-Film geredet? Ja, den haben wir angekündigt. Oder wir haben ja gesagt, dass der jetzt halt angekündigt worden ist. Wir haben ihn nicht angekündigt, genau. Wir haben nur gesagt, dass er angekündigt worden ist. Leider hat man uns bei Disney noch nicht die Macht drüber gegeben, eine neuen Filme aus erster Hand anzukündigen. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon eine Cast-Bestätigung. Oder, nein, stimmt gar nicht. Es gibt gar keine Bestätigung. Es gibt nur lauter Gerüchte, dass die Daisy Edgar Jones anscheinend mögliche Hauptrolle spielt. Also vielleicht die Prinzessin und der Chris Hemsworth, den Prince Charming. Aber, naja, wir hassen ja Gerüchte. Chris Hemsworth kannst du ja nicht mal als Prince Charming, oder? Ja, schon, aber es ist ja nichts bestätigt. Ja, aber was war ein Traumcast als Prince Charming? Das war jetzt so, wie wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich weiß, wie Spider-Man 4 heißen wird, vom Titel her. Völlig irrsinnig, oder? Ja. Weil die mir nie trauen, das öffentlich im Internet zu sagen. Da bist du direkt der Depp, wenn du selbst tust. Ja. Da war dein Traumcast für einen Prince Charming. Wie interessiert das überhaupt nicht? Tu nicht so, Kim.
Davor hast du Also- noch ganz aufgeregt im Chat gestimmt. Ich freue mich schon so auf die Prince Charming News, die ich heute wieder dabei habe, weil mir der Film mein Leben retten wird. Ich hoffe ja, dass die das im Rahmen von der nächsten LOL-Staffel einfach schnell abdrehen. Scheiß LOL. Ich bin bei LOL bei Staffel 3 ausgestiegen und seitdem habe ich nichts mehr zum tun mit LOL. Ja. Muss ich sagen, das ist ziemlich unlustig. Der Dave, Na, warte, Shit. lass mich nur kurz was dazwischen schieben, weil das ich mach wichtig dabei, ist. ja, ich mache dabei Drachenlord Gesichtskirmes. Okay. Ganz eine wichtige News, bevor wir das nämlich vergessen, ist, diesen Freitag, also ihr redet jetzt nicht Das irgendwie... ist für die Kinostarts, das ist ja bei den Na, Kinostarts. Ja, aber trotzdem, ihr müsst euch da diesen Freitag auf die Nacht auf jeden Fall reservieren. Wir haben nämlich nicht nur die mordsmäßige Überraschung mit den Kinostarts, dass am Freitag Texas Chainsaw Massacre läuft im Cineplex in Fiesbiburg, sondern, und das erfahrt ihr jetzt gerade hier exklusiv, Oh mein Gott. es sind nicht nur der Kanye und der Corby dabei Oh, und es ist nicht der Seppi. sondern der Geiti. Nein. Ihr Ja, habt schon richtig geschlussfolgert. Er wird da sein. The only one. The Ja. real one. Ja. Ohne Maske. Ja. Der echte. Wir Der verarschen richtig euch echte. diesmal nicht. Es Ich weiß ist schon, kein- bisher haben wir eigentlich immer das Geld so aus der Tasche gezogen in der Hoffnung, dass ihr mit ihm ein Foto machen dürft, aber er kommt. Er kommt Er richtig. wird kommen. Er wird kommen. Er wird auf euch alle kommen. Also, wer auf alle Fälle am Freitag nach Freitag sagen können möchte, er ist vom Mikey live im Kino besamt worden. Der soll am Freitag im Cineplex Vilsbiburg sein. Ja. Und da wird es passieren. Den Saal Ja. der von noch niederbrennen. Oh, fuck. Ich freue mich schon so tierisch drauf. Also es ist immer fest, mit dem Mike irgendwas zusammen zu machen, aber dann nur den Film anzukündigen und ich kann euch hier gleich mal wieder spoilern, ihr habt den Film noch nie gesehen. Hey! Also ihr werdet mich ähnlich amüsieren wie bei Terminator 2. Hoffentlich das mir ohne Herzinfarkte. Genau, das wollte ich Fingers nur crossed. sagen. Ja. Fingers crossed. Wobei beim Film, der 50-jähriges Jubiläum hat, kannten schon einige Leute kommen, die in der Generation abnippeln durch Herzinfarkt unterwegs sind. Aber wir hoffen natürlich das Beste für euch alle. Macht es daheim den Scheiß, habe ich keine Lust drauf. Gott. Wir können auf alle Fälle zur Generation durch Herzinfarkt abnippeln, wenn bald Scary Movie 6 kommt. Da gab es ja schon vor 4 Wochen oder so die Ankündigung. Und jetzt ist er bestätigt, dass der Dave Sheridan, der damals an Officer Doofy gespielt hat, wieder auftreten wird. Da das Ganze nämlich eine Parodie auf die aktuell kommenden und schon gekommenen Legacy-Sequels wird. Freue mich. Doofy, bester Mann. Und was mit ihr? Ist, wie heißt die? Anna Faris, ist sie wieder Ja. dabei? Da habe ich noch nichts gelesen. Ich habe bisher nur eben jetzt vom Dave Sheridan gelesen und von von der schwarzen besten Freundin damals von ihr. Aber das war noch nicht offiziell bestätigt. Da hat es nur geheißen, dass wahrscheinlich Charlene dabei sein oder so? ist. Ja, kann sein. Die Schlampe versaut meinen Teppich. Mehr da kann ich doch nicht mehr sagen. Mit den Namen tue ich mich hart. Mit den Namen tue ich mir das sehr hart. Und die nächste Generation an Herzinfarkt-Gefährdeten im Kino sitzt dann wahrscheinlich beim Remake von Silent Night, Deadly Night, das Original von 1984, soll jetzt nämlich vom Terrifier 3 produzierendem Studio kommen. Und das glaube ich wird auch geil. Ich mag das Original schon recht gern. Und das jetzt mal in einem modernen Gewand. Und bei Weihnachts-Slasher bin ich sowieso immer sehr, sehr mit rosa Brille unterwegs. Die können in der Regel gar nicht so schlecht sein. Aber cooles Studio dahinter, cooles Ausgangsmaterial. Habe ich Bock drauf. Ist zwar jetzt auch noch nichts Genaueres dabei, das sind halt jetzt erst immer nur so Ankündigungen, aber gäb. Genau, um es professionell auszudrücken. Genau, um es wirklich journalistisch richtig formuliert zu haben, gäb Film. Wenn ihr euch jetzt nur denkt, sie werden bestimmt über Stranger Things reden und dass da jetzt bei der Staffel 5 schon einige Episodentitel veröffentlicht werden, da werden wir nicht drüber reden. Ja, genau, weil ich die scheiß Episodentitel vorliest. Das sind die Niemand uninteressantesten Neuigkeiten. Es interessiert gibt es. Bullshit-Serie, echt. Was ist los mit euch? Mein Wahnsinn. Gott. Einer, wenn jetzt nur mal Stranger Things in den Chat einschreibt, die ganze Zeit lese ich nichts anderes. Aber ihr seid zu Recht heiß, was Lara Croft angeht.
Weil, weißt du, hast du das eigentlich mitgekriegt, dass neben dieser Animationsserie, die bei Netflix kommt, Amazon natürlich parallel an einer Live-Action-Serie arbeitet? Ja, habe ich mal irgendwas gelesen, aber komplett verdrängt. Also ist mir jetzt erst wieder bewusst worden, nachdem du das gesagt hast, dass da was in der Mache war. Wir sind nämlich da aktuell in der Phase des Casting und anscheinend ist die Lucy Boynton, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Okay. schon gecastet worden, beziehungsweise angeschaut worden. Und jemanden, den wir aber sicher alle kennen, die Sophie Turner. Lucy Boynton, jetzt warte jetzt machen wir langsam. Müssen wir jetzt mal Eine nach der anderen. eine nach der anderen. Mord im Orient Express, Bohemian Rhapsody, Sing Street, natürlich gehen wir mit Sing Street bei Barbie was auch dabei. Aha. Na, Ja, Sophie habe jetzt Turner, auf ich helfe Anhieb- da auf die Sprünge, Game ist of die Thrones. Sansa aus Game of Thrones, genau. Weiß ich schon lang. Gut, hast du gut Sie gemacht. war Jean Grey, oder? Bei die überragenden X-Men-Filmen. Habe ich nicht gesehen. Hast du schon gesehen, du Lügenbaron? Na. Und, was mir gerade noch einfällt, ich glaube, das ist tatsächlich heute. Heute startet Deadpool und Wolverine im Streaming bei Disney Plus. Bleibt's aber bitte nur da, bis der Kassettenschmerz aus ist. Das kennst du dann auch anschauen. Ja. Das sind keine Viertel nach 8 Filme, wenn sie im Stream laufen. Reißt sich mal zusammen. Ja, echt, ja. Nur Idioten bei uns als Zuhörer, das ist ja grauenhaft. Aber wenn du bei Comicfilmen bist, ich bin jetzt gerade voll dabei, dass ich mir der Pinguin-Serie anschaue, die übrigens überragend ist. Bin jetzt bei Folge 5 von 8. Und der Colin Farrell hat schon bestätigt, dass der Pinguin auch in Batman 2 5 bis 6 Szenen haben wird. Und er hat schon für Teil 3 unterschrieben, da ja so Batman eine Trilogie werden soll. Ja, und wenn die Serie also gut endet, wie sie bis jetzt die ganze Zeit läuft, dann bin ich da schon mega heiß auf mehr Colin Farrell Pinguin in dem Batman-Universum. Also ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch der Pinguin über Wow bei uns verfügbar an. Unglaublich geil. Geil. Danke, auf das habe ich da gewartet. Ja, ich hab's gesehen, der Pause hat mir das mitgeteilt, dass ich nur ein kleiner machen soll. Ja, aber ansonsten, da du gerade sagst, geile Serie, habe ich auch gehört, dass die Arcane zweite Staffel sehr, sehr, sehr gut sein soll. Da habe ich bisher nur positive Kritiken gesehen. Und anscheinend kann das mit der ersten Staffel ordentlich mithalten. Das heißt, das wird auch irgendwann mal gebinged. Ja, ich muss auch nochmal schauen, aber ich muss auf alle Fälle die erste nochmal schauen, weil die hat mir beim ersten Mal schauen nicht so, obwohl ich habe jetzt oft schauen gesagt, nicht so gut gefallen. War ja aber nicht, es lag glaube ich nicht an der Serie, sondern ich war nicht so richtig in Stimmung für das Ganze. Aber jetzt mit Staffel 2 und da das dann abgeschlossen ist, wie du sagst, kann man da mal einen gemütlichen Binge oder einhauen. Ja. Einen gemütlichen, schöner Binge oder. Und weil du vorher schon von Game of Thrones mit der Sansa geschmatzt hast, wegen Sophie Turner, mittlerweile ist bei Warner Brothers wieder ein Game of Thrones Film fürs Kino im Gespräch. Das war ja während der extremen Game of Thrones Hochphase schon immer im Gespräch, ist aber dann wieder mal untergegangen. Ist jetzt halt immer noch in einem ganz frühen Stadion, aber nimmt anscheinend wieder Fahrt auf, das Game of Thrones Universum auf die große Leinwand zu bringen. Und mit welcher Story? Es gibt noch keinen Schreiber, gar nichts, sondern nur die Info, dass die Verantwortlichen bei Warner Brothers jetzt gerade wieder drüber reden, das doch noch auf die große Leinwand zu zaubern. Als wenn nur irgendeiner geschlafen hätte und nicht mitgekriegt hat, dass da schon finale Staffel draußen war. Hey, wir wollten doch einen Film machen. Ja, Stimmt. Ja, klar wollten wir das, ja, aber habt mal Droh. Okay. Ja, gefallen. Und dann haben sie wieder in den Keller geschickt in sein Einzelbüro. Du hast bestimmt auch mitgekriegt, oder? Dass ein Neuzugang, ein prominenter, bestätigt wurde für Fallout. Ja. Macaulay Culkin. Was der gute Mensch, oder? Geiler Unser Kevin aus Kevin allein zu Haus darf anscheinend in der Fallout-Serie mitspielen und wenn die cool drauf sind, gehe ich davon aus, der wird wahrscheinlich einen grausamen Tod erleiden. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also, ich meine das nicht bei Base, sondern das ist halt Fallout. Fallout ist immer extrem makaber. Ich glaube auch, dass das nicht gut ausgeht für ihn. Aber ich finde es cool, dass er jetzt da in so große Produktionen wieder zurückkehrt, weil er war zuletzt, wo ich jetzt mitgekriegt habe, war 10. oder 11. Staffel. Das war diese Creature Feature oder Double Feature Staffel von American Horror Story. Da war er auch dabei und hat einen Drogen-Junkie gespielt und ja,
er spielt sehr gut wieder, finde ich. Also, da ich geil finden, den öfter zum Singen, habe ich Bock drauf. Jetzt muss ich übrigens kurz etwas holen, dass ich jemanden ärgern kann aus dem Chat. Und du verzeihst dabei schnell nur Alter, wenn du bin in einer Sekunde wieder da. wenn du jetzt die Blu-ray holst, dann schlage ich die. Ich fahr, ja, von Deadpool 3, ich fahr persönlich um mich und schmier da eine. Ich hab's nämlich abgestellt. Mir geht's genauso wie euch. Und ich hab's auch nicht. Das ist scheiße. Scheiß Konsum. Unglaublich. Ja, was verzeih ich euch dann dabei? Hier, Yellowstone, Staffel 5, Teil 2 ist anscheinend gestartet. Jetzt ist mir aber gefallen. Jetzt ist der Mobbing gefallen. Das ist Karma. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir wieder Live-Unboxing, weil der Gnädelwutzler hat sich da gerade beschwert, dass Amazon wieder nicht pünktlich geliefert hat. Ja. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich habe nur Backerl vor der Tierlink gehabt. Überraschung, was da drin ist. Schau mal da her, was da drinnen ist. Ist schon schön, oder? Warum? Das gibt's doch nicht. Die habe ich abgestellt. Wieso hast du die gekriegt? Ja, weil ich brutal bin. Weil ich absolut brutal bin. Was ist denn im zweiten Backerl drin? Das weiß ich noch gar nicht. Na, wenn da jetzt die andere drin ist. Warum? Das ist das ist ja voll ungerecht. Warum ist es ungerecht? Ich hab bestellt und zahlt und dann kriege ich mein Material. Also inklusive mir sind da arme Menschen auch noch in dem Chat drin, die keine der beiden Editionen gekriegt haben und du hast beide gekriegt. Ja, früher aufstehen. Schreibt's mir bitte in den Chat. Also du hast nicht einmal eine bestellen können, oder wie? Doch, ich habe eine bestellt. Ich hab's auch vorbestellt, schon seit Monaten. Aber ist er dann storniert worden oder kriegst du es? Oder ist nur nicht geliefert? Ich hab die Info gekriegt, ich krieg's am 8. Dezember. Was am 8. Dezember? Ich hab gestern eine Info gekriegt von Amazon Frankreich wegen die Steelbox, eine Showdeutsche. Ja. Ich hab mir gedacht, so, was mache ich jetzt Amazon Frankreich von mir? Und dann haben sie mir auch aber irgendeine E-Mail geschickt mit Lieferverzögerung. Und, aber dann hast du geantwortet, na. Ihr Deichzeich. Lieferverzögerung, aber ich gesagt, das sagt dann schon, was sie verzögert. Das kann nämlich eine nächsten Atemzüge sein, die vielleicht verzögert dann auftreten. Dann haben sie gesagt, excuse-moi, haben sie gesagt, dann haben wir es dann braucht. Excuse-moi. Also ihr dürft in dem Chat ruhig eure komplette Wut auslassen. Ich bin nämlich echt sauer. Ich bin voll glücklich. Das sind echt schöne Steelbooks. Ach, echt? Das sind richtig schöne Steelbooks. Ja. Na, toll, oder? Das ist echt super. Magst du dabei weiter News verzeihen? Weil ich möchte mir meine Steelbooks ein bisschen in Ruhe anschauen. Schon wieder ist der Hund ja drauf. Dogpool! Oh, die reden sogar gut noch. Was habe ich denn da sonst noch? Ich hab da lauter Scheiß. Also wir lauter haben hier noch hast du Orphan 2 gesehen? Star Wars Andor Staffel 2 startet anscheinend im April 2025 und ist die finale Staffel und wird 12 Folgen beinhalten. Ist das nicht traurig? Nein, ich finde es eigentlich ganz gut, dass das schon abgeschlossen wird, die Sache, bevor sie in unnötigen Länge ziehen und da es ja mit Rogue One fortgeführt wird, sage ich, hast du ein schönes Triple-Paket. Hätte ich jetzt sagen. Hast du Orphan gesehen? First Kill, Orphan 1 und Orphan Prequel First Kill. Denn wir kriegen jetzt auch einen dritten Teil mit Orphan. Und ich habe First Kill noch nicht angeschaut, aber ich habe von Mike schon gehört, dass das nicht mehr so funktioniert hat mit dem, dass man der halt dann abkauft, dass sie ein kleines Sternl ist und es feiert halt also der Aha-Moment. Aber scheinbar funktioniert es gut genug, um noch einen dritten Teil rauszuballern. Hast du die gesehen, die zwei? Nein, aber ich habe es auch gehört. Die Frau muss ja mittlerweile uralt sein. Locker 100 oder so. Locker 100. Jetzt schreiben sie in den Chat, sie gönn's dir. Irgendwas stimmt doch da nicht. Also, ich gönn's dir. Der Gnädelwutzler schreibt, dass er mich gerade ein bisschen hasst. Ja, nur ein bisschen. Ich hasse die voll. Ich hätte gern eine von diesen beiden, weißt du? Und der Neverland, wie heißt der Neverland Ranch Kid, das ist ja der liebe Lukas von die Scary Movies, der kann mich nur lieben, weil mit dem war ich jetzt wir waren erst miteinander fort in München und das war, auch wenn er ein alter Sack ist und nach dem Konzert, ich muss schon ins Hotel, ich bin alt. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Black Phone 2 Dreharbeiten haben begonnen. Hast du wenigstens den gesehen? An ersten. Nochmal was? Von Black Phone hast du den gesehen, den ersten, weil da sind jetzt die Dreharbeiten zum zweiten Teil losgegangen. Also es geht wirklich voran mit Black Phone. Na.
Ah. Ich habe mir jetzt heute schon nach 4 oder 5 Filmen gefragt, ob du die gesehen hast, und alle hast du verneint. Hast du Steelbooks von Deadpool und Wolverine gekriegt? Das verneinst du mir auch. Gut, meine letzte Info für heute, bevor ich nämlich dann in Richtung der Kino-Neustarts gehe, ist, What If werden wir auch die 3. Staffel jetzt noch bald erhalten, und es wird ebenfalls die finale Staffel sein. One Final Watch, oder? Hast du die Werbung irgendwie? Starttermin der 22.12.2024. Und ich glaube, es sind ja, glaube ich, auch nur 8 Folgen, und es gibt dann jeden Tag eine, soweit ich das mitgekriegt habe. Wahrscheinlich. Das ist irgendwie, irgendwas habe ich da gelesen, aber ich habe mich jetzt noch nicht so genau damit beschäftigt, weil, naja, What If ist cool und so, aber ob jetzt da noch 20 Staffeln kommen, das ist mir relativ wurscht. Dafür bist du ja nicht da, dass du mich mit irgendwas beschäftigst. Eben, aber beschäftigt dich lieber mit einer tollen News, Corby, wo es mich wundert, dass du die nirgends aufgeschnappt hast, weil Toho haben einen neuen Godzilla-Film vom Minus-One-Macher angekündigt. Das ist doch mal was für die, oder? Ich habe das gesehen und habe mir dann gedacht, So ein Scheiß, der Film war voll na, ich hab mir dann gedacht, okay, hat irgendjemand was anderes erwartet? Na, dass da nochmal was kommt, war doch eh klar. Ja, eben. Kino-Neustarts. Ich werde euch jetzt nur die interessanten Sachen verzeihen und dann nichts teilen, weil nicht, dass dann am Ende wieder was, aber ich will lieber euch sagen. Gladiator 2 wird diese Woche starten von Ridley Scott, und da fällt mir gerade nur ein, während ich gerade über den Ridley Scott rede, da habe ich ja die lächerliche News gelesen, dass er am Überlegen ist, nur mal einen Alien-Teil zu machen. Ja, habe ich auch gelesen. Wo ich mir dann denke, nein, hör halt auf, lass es doch einfach. Ja, er hat doch gesagt, hallo, der Clint Eastwood ist auch schon 92 Jahre alt und macht noch Kassetten, also kann ich das auch, hat er gesagt. Jetzt lass mir leider in Ruhe einer Hobby nachgehen. Ja, dann werden wir so tolle Filme kriegen wie Weihnachten in der Schustergasse. Also wir kriegen jetzt schon Weihnachtsfilm. Super. Des Teufels Bad, über den Film haben wir in der Schiffers-Folge geredet. Laut unseren lieben Freunden vom Schiffers, der Lukas und Niklas oder so. Schau, boah, voll das Brain. Alter, das ist der Brain. Haben gesagt, das ist ein Weltklasse-Film, und der ist auch Oscar nominiert. Also nominiert, auch noch. Ja. Also von dem her, schaut's da rein. Was für mich Oscar nominiert gehört hat, wäre Margaret Qualley, glaube ich, nennt man es aus, spricht man es aus, die jüngere Version aus The Substance, weil die jetzt nämlich auch noch gecastet worden ist für Victorian Psycho, der vom Produzenten hinter Longlegs ist, und ja. Sind wir schon fertig mit den Filmstarts? Nein, aber ich habe da noch mehrere News, darum muss ich da ein bisschen dazwischen, weil sonst redet mir dann auch am Mund fusselig. Also, und wir wollen ja ein wenig dynamische Berichterstattung, weißt du, schon immer jeder andere Ping-Pong und so pam, pam. Genau, so geht das. Was sagst du? Fertig. Margaret Qualley, die ist, Qualität ist das, oder? Ich habe ja den Film im Kino sehen dürfen. Und da habe ich mir gedacht, ging nicht, das ganze Kino war voll. Ja, und dann, die haben doch alle mitgemacht, oder? Das muss doch ein riesiges Ruderboot gewesen sein. Ich finde, die Balance aus ekligen Szenen und sexy Szenen, die gibt sie da schon sehr gut, aber die Frau ist schon eine Granate. Also das haben sie schon gut dargestellt. Aber ich habe jetzt eine Frage zu The Substance. Ja. Weil, also ich fand den Film auch cool. Ich finde, der Body-Horror-Aspekt, der hätte für mich noch viel ausgeprägter sein dürfen. Das war jetzt mal so ein Manko, was ich an dem Film anstreichen tat. Ansonsten fand ich ihn schon geil. Aber was ist denn der Sinn der Flüssigkeit? Was ist der Sinn der Substanz? Außer, dass eine junge Person aus dir außerbricht. Weil, was bringt dir das? Das habe ich nicht ganz umrissen. Weil du hast ja auch nicht die Erinnerungen von der anderen Person in dir, oder? Dass du sagen kannst, okay, die lebt jetzt für mich der Woche das Leben und ich profitiere von den Erinnerungen und sonst irgendwas. Was bringt mir das eigentlich, die Substanz? Das habe ich nicht kapiert. Ego. Wenn du halt dann sagst, ja, okay, ich will halt das, was ich da aufgebaut habe, nicht einfach vermissen. Ja, aber das war ja der ganze Sinn hinter dem Film. Ja, schon, aber du vermisst es ja. Wieso ist es nicht vermissen? Weil sie selber kann es ja nicht mehr machen, weil zu alt. Und das, was ich zuerst gemeint hätte, dass die junge Person dann, dass sie zumindest die Gedanken miteinander verschmelzt und sie durch die Woche, wo die andere für sie lebt,
dann aufsteht und sagt, ja geil, ich habe diese Erinnerung, ich habe es weitergelebt, aber das hat sie auch nicht. Ja, Die waren halt einfach nur 7 Tage in ihrem Loch umeinander. Hat der Kani gerade Substance gespoilert? Ja. Vollgas. Ja, Lisa Inhaltsangabe von Substance, das ist die Quintessenz des Films, das ist gespoilert. Nein. Also es ist nichts gespoilert, also gerade die letzten 30 Minuten, das kann man gar nicht spoilern, so crazy ist der Scheiß. Die ist ein Bombe. Das waren übrigens auch die 30 Minuten, wo ich dann verstanden habe, warum der Film nicht überall im Kino läuft. Nur in die Gurden. Aber ja, das klären bevor wir wir spoilern, ich wollte gerade sagen, bevor wir da noch in die Spoiler-Gegend reinkommen, klären wir das im Nachgang mit Fäusten. Und jetzt kann ich nur mal eine Frage an dich stellen. Hast du den Film Die Fliege zumindest irgendwann einmal gesehen? Tatsächlich. Und da hätte es mir natürlich jetzt gefallen, wenn irgendwo der Mike da ist. Der würde jetzt gerade irgendwo draußen bei dem St. Martinszug stehen und sie denken, jetzt geht's mir gerade gut. irgendwie ist jetzt gerade so eine kleine Last vor ihm aber gefallen. Es ist nämlich jetzt auch noch, das ist auch wieder eine ganz frühe Info, aber es ist ein neuer Film angekündigt worden, der im Cronenberg seinem Die Fliege-Universum angesiedelt ist. Und wenn der in diesem Universum angesiedelt ist, kann man davon schon mal träumen, dass wir geilen Body-Horror kriegen. Mhm. Und dann ein bisschen mehr als bei Substance. Lassen Sie das Substance auch noch mal reden. Ja. Aber der ist sowieso was für die Lex. Findest? Was gibt's nur für Kino-News? Nein, das war's. Ich hab vorhin schon ganz leise dann gesagt, fertig. Ist, alles andere ist uninteressant. Keine Kinostarts mehr für die? Na, in dem Monat, aber es ist noch nicht jetzt. Kommt nur Vajana 2. Das zählt jetzt noch nicht, weil es kommt dann in der Woche, wenn es soweit ist, während die verzeiht. Was nochmal eine kleine traurige Nachricht ist für unsere ganzen Potter-Heads hier, weil es nämlich keinen weiteren Newt-Scamander-Film geben wird, so wie jetzt der Stand ist, was man vielleicht ein bisschen verstehen kann nach Teil 3, der war jetzt nicht so überragend. Dafür haben wir jetzt mit Mark Rylance scheinbar unseren Dumbledore gefunden und Leute, die den Namen jetzt nicht kennen, die könnten mal in Filme wie Bones and All reinschauen, Don't Look Up, Ready Player One war noch einer gewesen da und Dunkirk, da hat er mitgespielt. Also wenn man es sagt, dann kennt man diesen Herren. Also eine kleine traurige Nachricht, keine Newt Scamander-Filme mehr und gute, dass wir zumindest für die Harry Potter-Serie jetzt unseren Dumbledore haben. Freust du schon auf Harry Potter-Serie, Gabi? Ich schau mal kurz, ob Krawallmaus da ist. Nein, die habe ich halt noch nicht gesehen. Nur der Sesselberger Sepp ist da, aber der britscht sie wahrscheinlich. Ich darf jetzt nichts schlecht sagen. Ja, natürlich freue ich mich sehr auf Harry Potter. Das ist eine meiner liebsten Franchises. Nicht? Doch. Ja. Die Krawallmaus. Die wird es im Nachgang anschauen und die wird genau raushören, dass du ein gottverdammter Lügner bist. Gar nicht. Gottverdammter Lügner. Ich bin schon sehr gespannt auf all unsere Freunde, die wir dann da wieder sehen, auf den Harry und auf den Dobby. Harry Doppert. Ja. Doppert. Ich bin gespannt auf Lionsgate, die Outlast-Spiele auf die Leinwand bringen wollen, weil Outlast waren so ziemlich welche von die gruseligsten Spiele, die ich gespielt habe. Da waren 48.000 Herzinfarkte dabei. Und da bin ich schon gespannt, ob die das dementsprechend auf die Leinwand umsetzen können, weil das muss ein Jumpscare-Massaker sein. Das geht nicht anders. Also da muss ein Jumpscare-Staccato muss da drinnen passieren. Es muss bam, 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 bam gehen. Ich darf eigentlich gar nicht mehr sitzen. Meine Hoden, ich muss mir die Hände in den Mund erhalten, weil sie mir aus dem Mund ausschießen sonst. Also das ist die Grundvoraussetzung für Outlast, dass ich sage, die waren gut. Oh Gott. Ja, was? Du kennst es doch auch, wenn du schrickst, dass die Hoden im Bauch aufgeschissen. Genau so werden die den Film gepitcht haben. Ja, genau. An Kani seine Hoden, der von Necro den Bauchhöhle aufgeschissen, die müssen bis auf. Also die muss man mit der Hand festhalten. Wir bei Hotshots. Du gewinnen. Hast du Mass Effect gespielt? Ich glaube, an das darfst du erinnern. Nein, ich gehe mal davon aus, das heißt Mass Effect, aber Mass Effect habe ich gespielt.
Ja, schau, da kommt jetzt auch eine Serie auf Amazon, die ist Kann ich jetzt mir gerade in sehr gut Arbeit. vorstellen. Ja, und Tatsächlich. weißt du, wer die Serie schreibt? Das ist für die wahrscheinlich die wichtigste Information, da du ein Riesenfan bist der Serie. George R.R. Martin. Fast. Es ist der Schreiber von Fast and Furious 9. Wow! Wo spielt denn Fast and the Furious 9? Am Ich weiß nicht, Mond? waren wir da Ist schon? das Waren wir der da schon Teil am Mond? Nein, ich glaube, da sind sie nicht im Weltall gewesen. Ich glaube, ich war es bei Fast and Furious 10, oder? Fast 9 war doch der Teil, wo es dann, war das nicht, wo er sich mit dem Reifen ins Seil eingehängt hat und ist dann von Insel zu Insel geschwungen oder so? Nein, das war in dem letzten. War das, Das, auch? mit, War, das mit dem Mond war davor, glaube ich. sicher? Ja, ich glaube schon. Leucht's mir du nicht an? Na. Okay, okay. Ja, auf alle Fälle hat man da schon die Creme de la Creme der Schreiberlinge rausgeholt. Der kann dann zumindest nicht den finalen Film mit dem John Krasinski zur Jack Ryan-Saga schreiben. Da nämlich die 4. Staffel war ja die letzte. Weißt du, ob du dir die angeschaut hast? Nein. Die ist ja auch sehr, sehr, sehr gelobt worden immer. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber John Krasinski ist ja geil und Jack Ryan. Also die Trailer haben cool ausgeschaut. Und diese Serie kriegt jetzt noch einen Abschlussfilm auf Amazon. Das ist schön, oder? Ja, Das sowas ist finde schön. find ich auf jeden Fall immer cool von Amazon, dass die halt dann sich schon Mühe geben, dass alles, was sie halt dann starten, am Ende cool beenden. Ja, das ist immer wichtig. Ich habe es mir jetzt wieder gedacht bei Evil, wie wir es endlich vor letzter Zeit haben. Ja, ist einfach nicht schön. Oder Dead Boy Detectives auf Netflix ist jetzt einfach wieder mal offen abgesetzt worden. So, es kotzt mich an. Okay, ist das schon Das, bestätigt, dass das abgesetzt worden ist? ja, das ist schon bestätigt worden. Ja. Ah, okay. Ah, naja, was noch rausgekaut worden ist, ich glaube, das war das sogar jetzt in Brasilien auf dieser komischen Con, ich kann es dir gar nicht sagen, die ganzen Marvel-Serien und Filme mit ihren Starttermine, wir haben jetzt schon ein paar gesagt, wie zum Beispiel What If Season 3 ab 12. Dezember, 22. Dezember. Wir haben dann noch eine neue Serie am 25. Januar mit dem Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Captain America Brave New World ab 14. Februar. Da haben wir jetzt einen neuen Trailer und ich muss sagen, vor allem CGI schaut sehr geil aus, auch was den Red Hulk angeht. Bin ich schon sehr gespannt. Daredevil Born Again ab 4. März über Disney Plus. Da bin ich auch gespannt, weil es heißt, sie haben den Stil der Netflix-Serie komplett eingefangen und teilweise sogar noch an Gewalt überboten. 2. Mai dann Thunderbolts, 24. Juni kommt die Iron Heart Serie und jetzt ist ja zu diesem D23 oder wie es heißt, der Trailer Mischmasch mit sämtlichen Disney-Serien rausgekommen. Die neue Rüstung schaut auch wesentlich besser aus, als was wir im Wakanda Forever gesehen haben, weil das war ja, was man sieht, so ausgeschaut wie der kleine behinderte Bruder vom Power Ranger. Am 25.07. Fantastic Four, First Steps, das wird auch ein Riesending. 6. August, also Wakanda-Serie, ist glaube ich animiert, spielt aber trotzdem im gleichen Universum und dann nächstes Jahr noch Marvel Zombies und Wonder Man am Oktober und im Dezember ohne genaues Datum. Und dann verabschiedet man sich wieder von diesem Overload, den uns Marvel jetzt beschert hat, mit phasenweise 3 Filme im Jahr und 4 Serien und sie wollen dann zurück, ich glaube, sie wollen dann maximal 2 Filme im Jahr und 3 Serien pro Jahr veröffentlichen. Also sie wollen wieder auf Qualität gehen statt auf Quantität und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Ja. Diese gut. Hätte man eigentlich auch noch Star Wars News geben können, aber Simon Kinberg macht eine weitere Trilogie, mehr da gibt es ja noch nicht zum Sagen, darum lassen wir das einfach. Und gehen wir noch zu unseren heiß erwarteten Streaming-Charts, oder Corby? Do you love it? Ja. Sag's mir ein bisschen schöner. Ja, Alter, die Streaming-Charts. Ich habe schon die ganze Zeit mir gedacht, Alter, was wird wohl auf Platz 10 4 sein? Achso. Also Platz 4. Platz 4 ist Beauty in Black Staffel 1 auf Netflix. Ich hab's mir so gewünscht für Beauty in Black. Aber leider auch ein Fall von 52% auf die vorherige Woche. Platz 10, The Great British Baking Show, wieder mal Staffel 12. Sogar noch mit Gesting um 15%. Platz 9, Lioness auf Paramount Plus. Wir haben einmal was anderes als Netflix in der Reihe drin. I Guess All Along ist auch noch in der Top 10 drinnen auf Platz 8. Territory, Platz 7 über Netflix. Love is Blind, Staffel 7. Territory war Staffel 1, Love is Blind ist Staffel 7. Oh Gott. Jesus, na Maria. Schneid das aus, Corby, schneid das aus. Wie denn?
Ja, wird ja nicht live mitgeschnitten, was ist los? Das war jetzt, wenn man Ida in den Kopf schießt und dann singen das alle. Das ist unglaublich, die ganzen 10 Leute zuschauen. Platz 5, The Diplomat auf Netflix, habe ich auch nicht gesehen. Beauty in Black haben wir ja schon Oh, gesagt. das soll aber sehr gut sein. The Das ist The Diplomat Diplomat? soll eine Okay. ziemlich geile Serie sein, ja. Schauen wir mal, Mit Carrie Russell. ob wir die vielleicht irgendwann einmal noch schaffen. Sie hat auf alle Fälle im Vergleich zur letzten Woche um 198% zugelegt. Mhm. Platz 4 war ja ein Corby sein Lieblingsplatz, den er wissen wollte, darum haben wir es schon gesagt. Beauty in Black, Tulsa King, Staffel 2 ist auf Platz 3. Die Serie, die will einfach nicht aus den Top 10 verschwinden und ist sogar nochmal um 47% gestiegen. Das ist also echt krass für die Serie. The Lincoln Lawyer, Staffel 3 auf Netflix und Platz 1 ist The Diplomat Staffel 2. Mit einer ist um 1962% gestiegen im Vergleich zur letzten Woche. Das sind einmal Zahlen. Das sind Zahlen, ja. Ganz toll. Sind wir jetzt durch? Ich bin fix und fertig. Ihr wahrscheinlich auch. Vor allem, also ich bin nach wie vor sauer, dass er die beiden Filme hat. Ich gönn's ihm. Ich gönne ihm einen. Einen gönne ich ihn. Aber das da ist eine Frechheit. Das ist Vor super. allem, dass du es in 2 unterschiedlichen Backerl auch noch gekriegt hast. Ja, verstehe ich auch nicht, aber ich bin einfach nur froh, dass ich es habe. Das war mir persönlich wichtig. Ich hasse diese Folge. Das war mir persönlich jetzt einfach wichtig, dass ich die Dinge in die Hand halten kann. Und Das dass ist auch du nicht nicht, kaputt. und dass du es dann nicht wieder Pöbel auf Disney Plus so schauen musst. Ja, das machen doch gerade Asoziale sowas. Gut. Dann, ich werde mich jetzt verabschieden, werde mal Logan fertig anschauen und danach Deadpool 3. Mike und ich sind noch fleißig, nehmen wir für euch jetzt noch eine Folge auf zu Genau, ich Monster on a Plane. Uh, Der wird bald im Kino starten. Und ja, es wird dann demnächst hören können, was der Mike und ich zu dieser deutschen Produktion erzählen. toll. Gut, dann, ja. Das ist Wir schön. sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ihr werdet diese Woche auch noch eine weitere Doppelfolge erhalten. Und zwar ein ganz neues Format. Unsere Steady-Hörer haben schon reinhören können. Der Mike sucht noch einen Namen für dieses Format. Es geht um möglicherweise Produkte. Es geht möglicherweise um die Meinung von Mike. Wer weiß, was er daraus machen kann. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt bei der Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und ansonsten übergebe ich jetzt an den Kani, weil ich darf nicht moderieren. Na, da muss man schon wieder das Fotzen sauber auf den Karte erinnern. Aber, das haben wir schön für alle, die zugeschaut haben heute. Was ist heute rausgekommen? Unser Weird Weekender-Folge. Weekender-Folge. Jetzt ist eigentlich auch geiles Festival. Stefan Schmick ist ein geiler Affe. Wir haben ihn schon persönlich gesehen. Kommt nächstes Jahr ins Hardline, da trifft es auch persönlich. Kommt am Freitag in Cineplex Vilsbiburg und behaltet die Filmreihe Die Nacht des guten Geschmacks. Geschmacks im Auto. Das gute Geschnacke gibt es hier im Podcast und die guten Geschmacke gibt es dann im Vilsbiburger Kino, im Neufahrener Kino und im Erdinger Kino. Und wo wir jeweils live dabei sein werden, sagen wir euch immer kurz davor als Überraschung. Diesen Freitag Vilsbiburg mit Texas Chainsaw Massacre und an Mike. Macht's es gut. Wir sehen uns am Freitag im Vilsbiburger Kino-Klo. Was? Du hast gesagt, du wolltest auf Leute. Ja. Ja, also. So, jetzt kriegt der Corby wieder mal sein Katz. Merci fürs Zuhören, merci fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Adieu.